Was geht denn, Leute? Wieder back mit den Vegas Vlogs, back am Live Grind. Heute ein ganz chilliger Tag gewesen eigentlich. Haben einen kleinen Picknick gemacht mit den Kindern und ja, eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern gechillt. Habe noch ein Mittagsschläfchen gemacht und bin jetzt mega fit. Machen heute mal Spätschicht. Wieder eine 2-5 Session im Bellagio. Also let's go. Angekommen hier im Strip. Ich wurde oft unter den Videos gefragt, wie weit ich es zum Strip habe. Das sind ungefähr 25 Minuten Fahrt, aber auf die Hinfahrt zum Strip mache ich mir jetzt keine Sorgen, auf die Rückfahrt mache ich mir. Also die letzten paar Tage kann auch sein, dass es schon wieder rum ist. Also war EDC die letzten paar Tage. Da stand man immer zwischendurch 45 Minuten extra im Stau, weil alle in die Richtung wollen. Das ist irgendwie eine Festival mitten in der Wüste irgendwie. Ganz viele jäcke Menschen unterwegs. Apropos jäcke Menschen, wer erinnert sich noch an das Planet Hollywood? Das war das Casino, wo es Go-Go-Tänzer mitten in einem Casino gab. Gibt es immer noch, glaube ich. Auf jeden Fall haben die wieder ein Poker-Room, aber ist diesmal nicht mitten im Casino bei den ganzen Go-Go-Girls, sondern ist nochmal so ein extra Bereich. Da läuft im Moment nur 1,3, zwischendurch mal 2,3, habe ich gehört. Aber 2,5 nicht. Können wir trotzdem irgendwann mal abchecken. Session mit einem Minus von $1.700 beendet. Ging mir wieder gar nichts. Wir haben jetzt 4:30 und es lief nur noch 1,2,5 aber es saßen genug Fische noch am Tisch. Da war einer, so ein älterer Mexikaner, der war sturzbesoffen, hat einen Tequila nach dem anderen gesoffen. Der hat 2-3 Mal am Tisch die anderen Spieler geslowrollt, hat da irgendwie Full House gemacht und der andere hat Flush. Er tankt und dann dreht er sein Full House um und gewinnt die Hand halt. Also das hat er 2-3 Mal gemacht. Ich habe mich aber ziemlich gut mit dem verstanden. Der saß direkt links neben mir und wir haben den ganzen Abend gequatscht. Der hat halt einen Tequila nach dem anderen gekippt. Und im Endeffekt hat er mich jetzt gerade am Ende noch gebumst. Der hat nicht in seine Karten geguckt. Cold Preflop ein 3-Bet. Cold Gold. Ich turn ein Set und er rivert die Straße. Ja, er dreht König Bube um und macht Runner Straße. Das ging schon den ganzen Tag lang so, beziehungsweise den ganzen Abend lang so. Als ich mich hingesetzt habe, habe ich direkt irgendwie $200-300 mit Ass 2 verloren. Turnen wir beide die Straße. Dann habe ich einen All-In Preflop verloren. Da fragt der Gegner mich sogar noch, ob ich Action will und ich sage ja. Ich habe Damen, er dreht Ass Dame um, Offsuit auch noch und macht dann aber One-Card, also Flop ist direkt alles Herz und River kommt noch ein Herz. Er hat Ass Dame und Dame ein Herz oder so. Also an so Tagen, wo einfach nichts hält und nichts funktioniert, da macht Pokern wirklich keinen Spaß. Coffee Check, Leute. Der nächste Tag und jetzt nochmal ein bisschen über gestern nachdenken, dieses Game. Also ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass der mich dann noch geslowrollt hat. Der hat die Hand am Turn, hat er ein All-In gecallt mit König hoch. Also er hat Preflop blind gecallt, Flop blind gecallt und Turn gehe ich dann halt All-In mit meinem Set. Ja, jetzt guckt er in seine Karten, sieht, dass er ein Open-Ended Straight Draw hat, obwohl da ein Flush liegt, macht er seinen Call und trifft die Straße am River. Was auch lustig war, dass er gar kein Geld mehr hatte an einem gewissen Punkt und rumgefragt hat, ob ihm jemand $1.000 abheben könnte. Also er wollte, hier kann man so direkt Transfer machen über Zelle. Es dauert dann irgendwie ein paar Sekunden, dass das Geld direkt auf dem Konto eigentlich. Aber bei Beträgen über $1.000 dauert das manchmal einen Tag, bis die Bearbeitung durch ist.
Und er meinte halt, dass er, egal wer ihm $1000 aus, also er wollte 1200 schicken und will einfach nur $1000 zurückhaben. Also hätte dann $200 for free einfach gemacht in dieser Transaktion. Und keiner wollte das machen und ich meinte, ja gut, der schickt rüber 1200 und er schickt die 1200 rüber und das Geld ist auch auf meinem Konto gelandet direkt, nur stand da pending, also in Bearbeitung irgendwie. Und ich meinte zu ihm, Digga, ich kann dir das Geld jetzt nicht schicken, weil was, wenn da morgen irgendwie gecancelt wird oder also wenn es einmal durch ist, wenn dieser Pending-Status durch ist, dann bin ich safe, aber in diesem Pending-Status könnte er canceln oder könnte irgendwas schief laufen, wo das Geld halt wieder zurückgeht und dann habe ich ihm schon das Geld Cash gegeben und jedenfalls meinte ich werde dir jetzt erstmal keinen Cash geben, warten wir, bis dieser Pending-Status durch ist und dann kriegst du dein Geld. Meinte er, okay, kein Problem und ich vertraue dir, alles in Ordnung. Und ja, irgendwie 2-3 Stunden später immer noch Pending Status und ich sagte zu dem, ja, ich muss jetzt los. Entweder rufst du deine Bank an und cancelst das oder wenn das irgendwie in den nächsten 1-2 Tagen noch auf meinem Konto sein sollte, dann schicke ich dir das einfach zurück. Und der meinte, ja, ich mache mir gar keinen Kopf, mach du. Und ich meinte, willst du meine Nummer aufschreiben oder soll ich deine Nummer aufschreiben? Willst du mein ID fotografieren, irgendwas? Meinte, nee, mach ruhig. Jetzt habe ich da 1200 von dem noch auf dem Konto und immer noch Pending Status. Ja, also eigentlich sind wir 1500 minus mit den 200 von dem Typen. Ja, ein bisschen Geld noch reingekommen. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich hier noch im Grind. Ich habe eben mehrere Tische gehabt, jetzt nur noch einen Tisch offen. Es ist nur noch ein Satellite für ein CSOP-Turnier. Es laufen heute noch 3 CSOP-Turniere und das ist ein Satellite für das größte Turnier. Ich wollte euch an dieser Stelle aber noch mal Infos raushauen, dass es dieses Wochenende 3 Main Events geben wird. Am 25. Leute, nicht verpassen. $5, $50 und $250. 5.000 garantiert, 25.000 garantiert und $150.000 garantiert. Crypto Series of Poker Champion werden. Titel schnappen und natürlich auch die Kohlen. Grind geht also auch direkt weiter, Leute. Jetzt erstmal ein paar Online-Turniere ballern. Versuche alle CSOP-Turniere mitzunehmen und die Coinmasters-Turniere und müssen sowieso jetzt dieses Jahr richtig Vollgas geben. Bis jetzt bin ich überhaupt nicht happy mit meiner Leistung dieses Jahr. Hatten ja erstmal voll die 100k Challenge-Ziele und so weiter und dann habe ich erstmal mit PLO Study angefangen. Und ist alles eigentlich ein bisschen kaputt gegangen. Also von daher muss ich jetzt auf jeden Fall Gas geben. Auch mit der Session gestern konnte man nichts machen. Also die Spots, in die ich reingerannt bin, die waren alle leider, die Karten sind halt, wenn die Karten dagegen an sind, dann kann man nichts machen. Muss einfach auftauchen jeden Tag, versuchen ein bestes Spiel zu spielen und da kommt das Geld schon von alleine rein. Ich muss sagen, die Games in Bellagio, das fühlt man einfach. Da hat man einfach... Skillmäßig ist man denen so überlegen, also wenn die Karten einmal halten, dann kommt das Geld von alleine rein. Und ich mache mir da keine Sorgen, Leute. Wie gesagt, jetzt erstmal Online-Grind, ein bisschen Coin-Poker-Turniere ballern und später geht es dann wahrscheinlich wieder zum Strip. Und ja, falls irgendwas Besonderes passieren sollte, dann werde ich euch Updates raushauen. Ansonsten sehen wir uns am 25. auf Coin-Poker zur Main Event Grind. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren.